zusammen! Hey, wir haben im letzten Video das erste Mal Film entwickelt. Ich habe es ein bisschen erklärt, dort ist es darum gegangen, eben wirklich den Prozess lernen zu kennen, das mal das erste Mal machen, mit diesen Chemikalien arbeiten, all diesem Zeug. Es war mega cool. Hey, Scheiße. Wieso mache ich das? Jetzt, in diesem Video geht es eigentlich darum, okay, was machen wir jetzt mit diesen Negativen? Sind die gut gekommen, sind sie nicht gut gekommen? Wie können wir mit denen weiterfahren? Was können wir daraus machen? Ich möchte die gerne digitalisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können es scannen, wir können es natürlich direkt drucken. Und ich habe mich eben, wie schon im letzten Video erklärt, für das Scannen entschieden, mit der Fotokamera abfotografieren. Und für das habe ich so ein grosses Päckchen bestellt. Das schauen wir jetzt zusammen an. Die Firma, die ich das bestellt habe, das komplette Scanning-Kit heisst Negative Supply. Sie haben mir noch eine professionelle Kamera mitgeschickt, dass ich dann... Das ist ja geil, wieso schicken Sie das selbst nicht? Scanning Kit, Film Carrier, Light Source und noch der Stand, voilà. Da haben wir den Film Carrier drin. Der ist jetzt richtig overengineert, schwer, robust. Uiui. Wir haben dann eigentlich etwas Schräubchen, Matthias. Schräubchen, noch mehr Schräubchen. Vielleicht eine Sache, ihr seht es. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, dieses Jahr viel mehr analog zu fotografieren, auch wenn es momentan so teuer ist wie noch nie. Und ich habe das Gefühl, das Scanning-Set hier ist ein wichtiger Teil, dass ich die Fotos selber scannen kann. Und dann eigentlich den ganzen Prozess hier in-house bei mir machen kann. Vielleicht sogar auch für andere oder mit anderen Fotografen zusammen. Das wäre auch wieder die Idee vom Socializen, vom zusammen etwas machen. Jetzt mal schauen, wie es dann rauskommt. Hier jetzt also noch schnell als Zusammenfassung. Als erstes euer Negativ. 35 mm, 120 mm, gerne sicher auch mit Dias. Eine Halterung, wo eure Negativ reinkommen. Wichtig ist, dass das Negativ schön flach sind, damit es nicht verzieht. So ein Rocket Blower, mit dem hurt ich schnell 2-3 Mal kräftig über das Negativ blasen. Ganz wichtig, gutes, starkes Licht, das von unten durch das Negativ durchscheint. Ich habe jetzt das hier aus dem Päckchen, aber da gibt es x verschiedene, auch ganz günstige. Und dann als letztes haben wir hier noch den Stand. Das ist jetzt recht ein professioneller, sehr stabiler. Ist jetzt für mich wichtig, da ich recht eine schwere Kamera drauf tue. Das kann aber irgendein Stativ sein. Wichtig ist, dass die Kamera stabil ist, dass sie nicht zu fest wackelt und dass ihr ganz senkrecht oben fotografieren könnt. Dass es schön einfach ausrichtbar ist, damit nachher der Prozess vom Abfotografieren möglichst gleichmäßig ist. Es ist jetzt etwa 3 Wochen vergangen, als ich den ersten Teil von diesem Video aufgenommen habe. Und zwar habe ich dann mit Matthias zusammen die Sachen alle ausgepackt. Wir haben es zusammengebaut, haben da die Sachen in Betrieb genommen. Und es ist alles ein bisschen kompliziert. Es war nicht schwierig, aber es hat ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als wir eigentlich angenommen haben. Und der ganz grosse Punkt, wieso dass wir jetzt so eine grosse Pause hatten, weil ich hier unbedingt scannen mit meiner Fuji GFX. Mit der besten Auflösung. 100 Megapixel ist viel zu viel, ich weiss, für Scannen. Aber ich hatte das Gefühl, ja, ich kann ja wahrscheinlich dann, weil ich kein Makroobjektiv habe, kann ich wahrscheinlich dann nicht so mega nachher. Und dann kann ich dann ein bisschen zuschneiden, mein Foto von meinem Negativ, und kann nachher hat er vielleicht immer noch 20 oder 30 Megapixel. Jetzt war es leider so, ja, hier, egal welches von meinen GFX-Objektiven, die ich drauf habe, es hat eigentlich nicht funktioniert. Ich war viel zu weit weg. Ich konnte nicht so nach fokussieren und dementsprechend kein scharfes Bild herbekommen von dem. Und dann bin ich schnell im Internet, habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, dass so ein uraltes Pentax 645er für eine alte analoge Kamera, ein 120er mit Blende 4, es hat einen Blendering, das ist wirklich ein flottes Objektiv, sieht aus wie neu, also unglaublich. Ich habe das gefunden in eBay, mal 190 Schweizer Franken umgerechnet. Dann ist noch der Versand dazu gekommen, 220 Stutz. Und dann musste ich noch den Adapter hier haben, so einen Kipon
Pentax auf GFX Adapter. Die Sachen sind gekommen, ich konnte die Sachen in Betrieb nehmen. Mein Adapter, den ich dran tue, mein Objektiv, der Anzeige so, und dann stellen wir die Blende schnell ein. Ich glaube, Blende 8 ist gar nicht so schlecht. Dann muss ich die ganze Musik hier ein bisschen rüber verschieben. Ich habe es mal ausprobiert und mir hat gedacht, das ist recht gut. Und ich zeige euch jetzt eben heute, wie das ganze Setup hier eigentlich funktioniert. Also, ich habe hier die GFX 100. Ich hätte lieber die 100S, die wäre ein bisschen kleiner, die wäre ein bisschen leichter. Ist für mich die sympathischere Kamera mittlerweile als die. Aber ich habe die war so mässig teuer gewesen. Die bringt man heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr wirklich fort, weil die 100S ist rausgekommen, ja, und besser ist, und kleiner und leichter und viel günstiger. Darum habe ich die einfach noch. Ich brauche die sehr viel, die Kamera. Und wie gesagt, eben jetzt mit diesem lustigen alten Makroobjektiv brauche ich das auch jetzt für das hier zu fotografieren. Ich stelle hier die Naheinstellgrenze auf absolut das nächste. Genau, also auf 0,39 Meter stelle ich das ein. Das ist die Naheinstellgrenze. Dadurch, dass eigentlich noch der Adapterring dazwischen ist, funktioniert es eigentlich wie so ein Zwischenring bei dem Makroobjektiv. Ich kenne mich nicht mega aus, behaftet mich nicht drauf. Aber ich komme durch das noch ein bisschen näher her, logisch, etwa so viel. Nachher so eine antistatische Bürste. Ich bin nicht sicher, wie gut die ist, aber die ist mega gäbig, die ist magnetisch, kannst du die da so her tun. Nachher haben wir hier meinen 35 mm Filmaufsatz, der sieht ungefähr so aus. Was mega gäbig ist, mit diesem Rädchen hier kann ich dann gemütlich den Film vorspulen und somit eigentlich sehr schnell nachher abdrücken, vorspulen, abdrücken, ihr seht es dann. Das Ganze ist das auf einem Gerüst oben, zack, Gerüst, und unten dran ist meine Lampe. Den hier brauche ich recht viel, da mein Rocket Blower. Und übrigens, genau, das kann ich vielleicht noch schnell sagen. Ich habe hier den normalen 35 mm Einsatz und den, den ich jetzt momentan drin habe, da kann man hier die 2 Schräubchen lösen und dann kann ich den rausnehmen. Ich habe jetzt einen Full Border Scanner drin, also mit dem tut es mir ein bisschen mehr noch anzeigen. Hier oben im Loch, nachher, also das Negativ zeigt es mir noch ein bisschen mehr an. Und dementsprechend habe ich auf dem abfotografierten Bild habe ich dann noch ein bisschen von diesen Borders drauf. Perfekt. Das ist, glaube ich, alles. Genau, was ich jetzt mache, ich tue direkt tethered shooten. Das heisst, ich habe meinen Laptop hier, ich tue direkt das bei der GFX einstecken. Zack. Hier ist es natürlich auch mega gäbig, ich muss jetzt meine Kamera nicht mehr anlängen. Wenn ich einmal alles eingestellt habe, kann ich eigentlich nur noch direkt am Laptop auslösen. Jetzt eben wegen Naheinstellgrenzen. Ich sehe es hier auf dem Display. Ich sehe es auch nicht ganz, aber wenn ich hier an diesem Dings drehe, geht meine Kamera hoch und jetzt das Gefühl, ich bin ein bisschen zu nah dran. Jetzt gehen wir hier mal auf ISO 100. Die Blende ist 8. Das lassen wir mal. Jetzt müssen wir noch ein bisschen rüber. Ja, ich habe das Gefühl, es sieht recht gut aus. Tag, reinzoomen. Ah, mega scharf. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt habe ich 1,5 Sekunden Belichtungszeit. Ich weiß nicht, ob das schon fast ein bisschen viel ist. Jetzt stelle ich noch schnell den Verschluss auf elektronischen Auslöser und nicht mechanischen. Und durch das tut die Kamera viel weniger vibrieren. So. Also, dann schaue ich hier, dass das einigermaßen gerade über dem Loch ist. Die Kamera die läuft noch. Schauen Sie nicht zu fest an, jetzt im Zeug rumhudeln und wackeln. Schnell auslösen. Jetzt sieht man hier, jetzt haben wir hier das Bild, jetzt tun wir das Ding ein bisschen verschieben. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht das Weltklasse-Bild. Jetzt haben wir hier heute schauen. Anfangen tut man eigentlich meistens, indem man das Bild heute mal in die richtige Richtung dreht. Das ist jetzt ein Hochformatsbild, so wie es aussieht. Ich weiss nicht, ist auch wirklich nichts Wahnsinniges. Weißen gleich heute einstellen, für das gehe ich hier in Balken über. Und nachher tue ich es eigentlich kurz schnell ein bisschen zuschneiden. Zack. Und nachher tue ich mit Ctrl-N starte ich mein Negative Lab Pro. Das ist ein Plugin, das ich installiert habe für das Lightroom, das macht, dass ich jetzt hier in diesem Fenster jede Menge Sachen einstellen kann und eigentlich mein Negativ in ein Positiv konvertieren kann. Und für das jetzt da jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, wie ich es genau will. Ich sage jetzt mal hier, eben, es ist von einer digitalen Kamera. Ich möchte gerne, dass es... Ich habe jetzt mal den Norizu genommen, ich habe mal so einen YouTube-Film geschaut, mir hat es gedacht, mit dem funktioniert es recht gut. Das lassen wir mal. Der Border, ihr seht jetzt, wenn ich hier auf das Preview drücke, nimmt es mir den weißen Rand vor. Und das ist mega wichtig, dass der weiße Rand bzw. der schwarze Rand vom Negativ eigentlich verschwindet, weil sonst, wenn ihr seht, dass dort noch Rand drauf ist, dann kommt der irgendwie durcheinander. Darum habe ich jetzt mal den Border Buffer auf 2% Paste ziehen. Tun wir das da so mal
auf Convert Negative klicken. Und dann machen wir aus dem Negativ eigentlich ein Positiv. Ah, der Himmel, so schön. Wenn ich hier raus schaue, es ist einfach nur grau. Mega schöner Himmel, mega schöne Ferien, Sardinien, letzten Herbst. Ich habe jetzt hier schon so ein bisschen Voreinstellungen. Ich kann jetzt hier noch beliebig sagen, ich will das Bild gerne noch heller, ich will es dunkler, ich will es gerne ein bisschen wärmer noch, ich will es gerne wieder ein bisschen kühler. Es hat so LUT, wie eine Art Preset, eben ein LUT drüber holt und durch das die Farben und alles so ein bisschen einstellt. Ich habe jetzt hier mal, als ich es ein bisschen ausprobiert habe, ich bin mit dem Frontier noch gut gefahren. Aber eben, das ist natürlich alles Geschmackssache. Und genau, ich habe das schon ein bisschen getestet, ausprobiert und ja, habe gemerkt, es funktioniert eigentlich eben sehr gut, wenn man mal ein bisschen drinnen ist. Ich habe hier noch ein Before and After, das ist jetzt bevor ich meine und nachdem sie meine Einstellungen gemacht. Ich kann nachher hier am Schluss sagen, Make a Copy. Make a Copy aus Sharpen Lab habe ich gelesen, das ist super. Ich mache jetzt schnell eine Copy. Im Lightroom gibt es mir jetzt hier unten eine zweite Datei. Die erste ist mein RAW-Bild. Ihr seht es hier, Ende RAW. Hier. Und die zweite ist jetzt ein Positiv und das ist ein Tief. Und jetzt das Coole ist, wenn ich hier das RAW, wenn ich jetzt hier bearbeite, dann seht ihr, was passiert. Wenn ich hier die Belichtung hoch tue, dann wird es dunkler. Wenn ich zum Beispiel die Lichter eigentlich herabziehen will, werden sie heller. Werden die Tiefen heller. Also es ist alles umgekehrt. Und zwar jetzt hier bei den Lichtern. Die Lichter sind nicht Lichter, sondern sind Tiefen. Und statt dass sie sie dunkler machen, die Lichter machen die Tiefen heller. Ja, Fuji, du musst nicht ins Tempo gehen. Genau, also ihr seht, das ist beim RAW nachher zusätzlich, also beim RAW-Bild zusätzlich noch nachher Veränderungen machen, ist viel schwieriger, als wenn ich eben ein Positiv umwandle. Und nachher kann ich jetzt beliebig noch einstellen. Ich kann da richtig bright and airy, Stop überbelichten, noch etwas wärmer machen, die Lichter ein bisschen zurückziehen, whatever. Natürlich, ich kann es jetzt so gerade machen, was man halt beim Foto schon machen konnte. Ich weiß auch nicht, wieso das Foto da drauf ist. Das ist wirklich nicht der Wahnsinn. Aber das ist noch herzig, wenn man jetzt da denkt, ja, es sind Familienferien. Ich tue hier wieder vorne spulen, nachher hier unten auslösen. Wir haben jetzt hier das nächste Bild. Jetzt schneiden wir es mal ein bisschen zu und dann probieren wir es dann mit dem Border. Schneiden es zu, Weißabgleich, drücken W, gehen hier in den Rand rein. Dann drehen wir es schnell, Command, Komma auf dem Mac. Option, Ctrl N und dann lenkt natürlich da der Border Buffer von 2% nicht mehr, jetzt 15. Convert Negative. Oh, ich liebe einfach die Farbe. Ich habe so Freude. Ich weiss vielleicht dir überhaupt nicht. Ich denke vielleicht, oh nein, der Aufwand für so ein läppisches Foto, also mit selber ewig lang entwickeln und mega teure Sachen dort gekauft, das ganze Set. Und hier ein riesiges Stellage. Wo versorge ich das? Das kostet mega viel. Ich muss erst rauskommen, wie es funktioniert. Das Plugin hat auch noch mal, glaube ich, 100 gekostet oder so. Aber es ist so schön jetzt für mich, wenn ich sehe, das sind Ferienfotos, das ist mir nochmal emotionaler natürlich so ein bisschen dabei. Aber jetzt zu sehen, hey, ich habe das Foto selber entwickelt in dieser Chemie. Ich konnte es jetzt hier sogar noch digitalisieren und kann es jetzt hier auf dem Bildschirm anschauen oder es kann ausdrucken oder was auch immer. Jetzt schauen wir noch schnell. Ich habe mega Freude. Jetzt machen wir das sicher mal noch ein bisschen heller. Das ist tendenziell auch ein bisschen zu dunkel. Und der Weissabgleich ist vielleicht ein bisschen warm genug. So, wenn ich ihren Hautton anschaue, ist dafür halt sehr blau. Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe das Gefühl, der Film, den ich dann gebraucht habe, der Portra 400, ich glaube, der war abgelaufen. Also von dem her, ich habe recht viel früher mal gekauft in Amerika, was ich dann nie gebraucht. Apply, tun wir das mal rein. Und jetzt hat es auch gut geklappt, mit dem Border. Zack. Hier ist mein Positiv, mein Tief. Jetzt kann ich das noch ein bisschen weiter zuschneiden. Da ist mir gerade ein bisschen viel von dem orangigen Zeugs da rundum drauf. Wir können mal ein bisschen reinzoomen, das machen wir ganz schnell. Es ist nicht abartig scharf, das ist klar. Aber es ist genug scharf. Und jetzt kann ich hier sagen, ja, ich will es noch ein bisschen heller, ich will vielleicht noch ein bisschen weniger blau. Das ist vielleicht ein bisschen too much. So, das Blau ein bisschen sättigen. Vielleicht noch ein bisschen heller machen, das Blau. Ein bisschen klarer noch. Vielleicht gleich noch ein bisschen mehr Kontrast. Ich will ja nicht mega viel ändern, versteht mich richtig. Ich will es ja nicht jetzt ewig bearbeiten, das ist ja das Schöne am Analogen. Es ist mehr oder weniger genau so, wie es passt. Und gleich, wenn man natürlich die Möglichkeit hat,
ihr wisst, wie es ist, dann ist man versucht, halt noch etwas dran rumzuschreiben und zu probieren. Einen machen wir noch, perfekt und so, darum mache ich gerne noch einen und ganz fest ist es auch noch nicht. Hier haben wir vielleicht noch den Camper drauf, das wäre noch cool. Ich glaube, da hier, den nehmen wir. Gut, und jetzt machen wir das relativ zackig. So. Ah ja, das Glow, das ist glaube ich noch cool. Genau, das kann ich noch nicht sagen. Ja, das ist genau das Glow, das ist doch das typische Film, sehr klar so, das Lab-Glow. Und wenn ich da ein bisschen hochgehe, die sieht, es wird so ein bisschen weich, die Highlights werden so ein bisschen softer, ein bisschen weniger strukturerkennlich. Und natürlich genau das gleiche im Schwarz auch, ist eigentlich so ein bisschen das Schwarze so ein bisschen ausfadet, man kann das übertreiben. Genau, also so, ich will jetzt da mal nicht allzu viel dran rumschreiben. Apply, horizontal spiegeln, tack, jetzt wäre es der richtige Weg. Und ich habe mein Viertel, das nicht der Wahnsinn ist, einfach normale Camper-Family-Ferien. Kann ich da noch ein bisschen einstellen, kann da noch ein bisschen dran rumschreiben. Mir gefällt es. Ich finde es cool. Es ist nicht mega scharf, es ist nicht mega crazy, aber ich habe das Gefühl, es ist scharf genug. Vielleicht habe ich beim Scannen noch ein bisschen verwackelt, mir ist das nicht ganz perfekt scharf. Das muss ich dann noch mal schnell anschauen, aber ihr seht grundsätzlich, wie es funktioniert. Und ich bin jetzt wirklich schnell, wenn ich will. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich tue weiter. Tag, das ist das nächste. Viertel. Gut, dann zack. Viertel. Und so weiter und so fort. Also ich kann mega schnell die Geschichte jetzt abvierteln. Ich denke, da brauchst du eine Minute für so einen ganzen Film nachher durchzuvierteln, vielleicht 1,5. Und nachher im Negative Lab Pro ist eben noch cool. Ich kann eigentlich schnell auswählen, dass ich die Konvertierung, dass ich mir die auf alle Fotos anwende. Also das heisst, ich stelle einen Schweissabgleich und das Glow und die Helligkeit, Kontrast und so in der Negative Scan Software eigentlich ein. Und dann synchronisiert es mir auf alle Fotos. Und dann kann ich immer noch sagen, jetzt tue ich, es macht dann aus jedem eine Kopie, ein TIFF. Und das TIFF kann ich dann immer noch sagen, ich kriege jetzt dort noch ein Preset drüber. Oder ich schärfe noch ein bisschen mehr Kontrast, Weissabgleich, die Lichter zurücknehmen und das auch nochmal überall synchronisieren. Und somit habe ich eigentlich recht einen schnellen Workflow. Mir geht es aber natürlich jetzt hier primär nicht ums Tempo, sondern wenn ich das mache, dann habe ich bis jetzt, vielleicht wird sich das auch mal ändern, habe ich Zeit. Und dann wollte ich mir die Zeit nehmen und dann finde ich das etwas mega Schönes, wo ich da ein bisschen, scannen und drücken und schreiben und einstellen. Ich habe jetzt das für mich einfach so entdeckt und ich mache es gerne. Ich habe dann schon wieder 2 Filme parat. Ich habe 3 oder 4 momentan angebraucht in meinen Kameras drin, in den analogen. Und ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Ich finde es etwas mega Cooles, es fängt mega. Und der Matthias, mein Mitarbeiter, der hat aber auch eine riesen Freude. Auch wenn er selber ja nicht analog fördert oder so. Aber wenn er dann die Scans sieht und den Style, er feiert so recht. Und das finde ich wirklich mega cool, das nachher zu sehen. Von dem her, yes, ich habe mega Freude. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video das Ganze reinnehmen. Wichtig ist sicher das, was ich hier herhänge, dass das gut funktioniert, dass ich genug nachher komme, ein gutes Makroobjektiv mit guter Einstellgrenze, dass ich der Abbildungsmaßstab 1:1 ist oder so, dass ich wirklich nachher komme. Jetzt haben wir gut bei den 35 mm Objektiv. Und dann das Plugin installieren, dort ein bisschen reinkommen, die Einstellungen für sich mal machen, ein bisschen verstehen, wie das funktioniert. Eben, ich habe scheinbar jetzt noch den Fehler gemacht, dass das noch auf dem Kopf ist. Aber vielleicht muss es auch so sein und vielleicht muss ich es im Nachhinein erst drehen. Das muss ich dann noch mal schnell nachschauen. Das Video ist überhaupt nicht irgendwie ein Guide, haltet euch da dran. Es ist super, das ist mir einfach so ein Mitnehmen, ein bisschen mit euch in Anführungszeichen zusammen zu entdecken. Weil durch das bin ich, glaube ich, einfach auch noch ein bisschen mehr dran. Oder du mir auch ein bisschen Mühe geben. Ja, du zum Beispiel das Büro wieder mal ein bisschen aufräumen, damit es einigermaßen gut aussieht. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Und merci vielmals. Tschüss zusammen.